Vielmals merci, Herr Präsident, für das Wort. Die Damen und die Herren, liebe Kollegen, ich habe heute noch gelauscht, dass ich nicht wie Gefühl kriege, dass ich heute probiert, irgendwie so ernst das Thema Referendum zu schleichen, an dem sie neue partizipativ Möglichkeiten proposiert. Und dabei ist das Referendum ja etwas, was hier im Land auch benutzt wird, wie zum Beispiel auch vor kurzem auch an der Gemeinde Irpelding, also wie doch vorgesehen ist bei einer eventueller Fusion von den Gemeinden aus der Nordstadt, wo ja dann das Referendum benutzt wird. Für was wird noch andere Plätze nicht benutzt? Das ist ein gut froh. Ich probiere hier auf die Punkte anzugehen. Demokratie heißt Herrschaft vom Volk. Konkret bedeutet das, dass die Majorität vom Volk dezidiert. Das geschieht meistens über Wahlen, wo die Leute die Repräsentanten wählen, die dann hier Interesse vertreten. Am Seelen geht es aber auch über das Referendum. Es ist auch Meinungen zu akzeptieren, die ihr selber nicht teilt. Es ist Meinungsfreiheit zu akzeptieren und zu promovieren. Und Demokratie ist auch den anderen not zu lauschen, dem Willen vom Volk not zu lauschen, an dem Volk auch die Möglichkeit zu geben, sein Willen auszudrücken. Das letzte Referendum war 2015. Hat die Regierung 2015 kein Referendum gemacht, da wissen wir alle gut, da wird ein Ja zum Ausländerwahlrecht gehen. Weil 2015 waren all die sogenannten entscheidenden Kräfte hier am Land, oder wie will das nennen, Establishment, das auch damals geschwärzt geht, von den Eliten, die waren für den Ja. Die Regierung, 5 Parteien, DP, LSAP, die Grünen, die Linke, Piratenpartei, Journalisten und Medien, alle für die Ja, Gewerkschaften waren für die Ja, außer CGFP, die war für die Nee, Patronatsvertretungen waren für die Ja, Wirtschaftsleute, Leute aus der Kulturszene, Kirche und natürlich einen ganz großen Teil von sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die aber alle gut von der Regierung finanziert gehen. So, was das tatsächlich geschieht, als das Referendum aufgehalten gehen, die Bürger sie gefroht gehen, die Volk hat aufgestimmt, und rauskommen 80% gegen das Ausländerwahlrecht, 20% wollten ein Ausländerwahlrecht, was also komplett ein Opposé war von dem, was man in der ganzen Kampagne an den Medien und so hören. Und den Rest hat vorausgesehen plus minus 50-50, das war ein Monat für ein Referendum, das ist aber schließlich 80-20, gehen, du gesagt, noch wie Sie können falsch sein. Das war das ein Höchstpunkt von der Demokratie, wo die Bürger ganz klar, nicht knapp, ganz klar ihre Meinung gesagt haben, wie sie wollen ihr Land gestalten. Das demokratische Resultat wird bis heute immer contestiert. Als direkte Reaktion darüber kommt eine Aufschwächung vom Niveau vom Lützeburgischen, die braucht für Lützeburger können zu gehen. An der neuen Verfassung gesagt in Artikel 4, das Referendum kann organisiert gehen, wo auch die Ausländer können mal aufstimmen, was auch das Resultat von 2015 als einen Grundsinn nicht respektiert. Und es sind noch immer Leute, die fordern, dass das Referendum von 2015 nicht akzeptiert wird. Und ich meine, für uns ist es ganz wichtig, als ADR für zu sagen, respektierte Bürger, hat Vertrauen an die Bürger. Demokratie ist, dass die Wähler entscheidet, was sie gerne hat. Und die Meinung vom Vorlegerstaat werden zu machen. Das ist für mehr Demokratie, für Direktdemokratie, wo alle Bürger partizipieren und mit dezidieren und dann noch entscheiden, was hier im Land geschieht. Versprach war ein Referendum über die neue Verfassung. Für ein paar Jahre. Wahlprogramm 2018, CSV. Vor dem ersten verfassungsrechtlichen Votum wird der Verfassungstext in regionalen Diskussionsrundern mit den Bürgern erörtert und durchdiskutiert. Dieser Text wird danach den Bürgern in einer Volksbefragung, Referendum vorgelegt. Als nicht geschieht. DP verspricht an ihrem Wahlprogramm, die 4 größten im Parlament vertretenen Parteien, die uns zwar nach keinem davon, tragen diesen Text mit und haben sich für ein Referendum während der nächsten Legislaturperiode ausgesprochen, Versprechen gebracht. Der LSAP anstelle einer zweiten Lesung soll der neue Verfassungstext allen stimmberechtigten Bürgern anschließend nach breiter öffentlicher Diskussion zur Abstimmung per Referendum vorgelegt werden, als auch nicht gemacht gehen. An die Grünen auch. Es ist wichtig, die Reform unserer Verfassung zügig abzuschließen und per Referendum den Bürgern zur Abstimmung vorzulegen, haben sie nicht gemacht. Denn Alex Bodry, ich glaube, dass es im 21. Jahrhundert normal sein sollte, dass neben dem Parlament auch die Bürger über ein neues Grundgesetz abstimmen dürfen.
und so weiter und so fort. Schnell Zitat vom Claude Wieseler, CSV ist dafür, dass in Europa weil ein Referendum über die Verfassung gemerkt wird. Und danach Claude Wieseler und Alex Baudry halten jedoch prinzipiell an der Idee eines Referendums fest. Auch Claude Adam und Simon Beuysel sind nicht dagegen, sind aber skeptisch. Skeptisch waren sie, was den Ausgang angeht. Und das war dann noch der Grund, wir werden nicht zu dem Referendum kommen, als den die Parteien alle guten versprach hun, weil sie Angst hatte für dem Resultat, weil sie Angst hatte für der Meinung von den Bürgern, aber weil sie überzeugt werden oder gefährdet haben, ob man das Resultat dann nicht dem gif entsprechen, was sie wollten machen, und dafür haben sie da lieber gedacht, da machen wir froh mit Fehler nicht, dann machen wir es selber, brauchen wir, dann wissen wir auch, was könnt. Und das ist ein bisschen der Punkt, wo der Gürge schon gesagt wird, wo die Leute eben Vertrauen an Demokratie, auch an Parlament, an Parteien verlieren. Das wisst ihr auch. Ein Referendum ist immens wichtig, weil der Vorteil hat, dass die Bürger geheim und anonym a frei sei Kreuz an enger Kabine kann machen. Und das ist der große Unterschied zu einem Biergerrot, wo der Rich muss öffentlich äußern zu etwas, an einem Gruppe, wo da muss eine Meinung so preisgehen. Aber für richtig Demokratie hat den eben gerade das Prinzip erfunden, dass Kreuzer geheim, anonym und frei gemacht gehen, für das kein Dono kann, wenn es seine Meinung erdrückt gehen oder Reperkussionen muss fertig. Bierger eine Stimme, das ist richtig Demokratie. Wir gucken ein Beispiel an der Schweiz, wir schon hören, an der Schweiz als ein fantastisches System, wo in aktuell 100.000 Unterschriften braucht, für ein Referendum zu forcieren. Ob Lützeburger Population aufgerechnet, bringt in Lützeburg 7.500 Unterschriften und da müsste ein Referendum organisiert gehen. 7.500 Unterschriften, das ist proportional gesehen der Seuil, den es in der Schweiz hun an da muss ein Referendum organisiert gehen. Wir hatten an den letzten 5 Jahren 44 Referenden in der Schweiz, die letzte Lunare Sonden, da hast du eine Erbschaftssteuergänge, die aufgelehnt gehen ass. Und nächstes Jahr werden wir ein ganz interessantes Referendum in der Schweiz sehen, wo gefordert wird, dass die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative für eine nachhaltige Schweiz, die nicht mehr wie 10 Millionen Einwohner im Jahr 2050 dürfen tun, dass wir umgerechnet auf Lützeburg 800.000 Einwohner im Jahr 2050 und das ist auch das, was wir werden an den nächsten Monat proposieren, für ein Referendum zu machen, über die Zukunft vom Land, wo alle Bürger dann können matschwätzen. Der DR wird immer dafür sein, für alle Bürger zu freuen, für die Bürger mal dann zu beziehen, für richtig Demokratie, für Direktdemokratie, und dummer das der DR sicherlich die demokratischste Partei, die wir haben. So nicht merci.